Präsident. Merci. Dann gehen wir direkt zu der Tagesordnung. Ivan Duhunisch, der Wort von der Madame Nancy Arendt für die Präsentation, respektive den Depot von einer Proposition de loi. Und ich kriege es auch direkt. Merci, merci. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich wollte am Namen von der CSV-Fraktion eine Proposition de loi in der Chambre deposieren über den Heischleistungssport. Also kurz vor der Olympiade hat es wichtig geschenkt, auch am Sport ein Zeichen zu setzen. Es geht heute zwar den sportiven Elite-Niveau mondial, aber wir sind überzeugt, wenn ich noch den Breitensport promovieren will, da braucht groß, aber bekannt Aushängeschilder unterstützt, die nicht hängen gelassen gehen. Heischleistungssportler sind ganz oft nach ihrer sportlicher Karriere an ganz prekäre Situationen am Mirkenrecht durchno, dass sie all berufliche Perspektive verbaut haben, an ihr Zukunft und Spiel gesetzt haben, für als Frauen vom Land überall auf der Welt auf höchstem Niveau zu repräsentieren. 2005 haben wir ein Sportgesetz gestimmt an eine ganze Reihe von gut und sinnvollen Mesuren zum Heischleistungssport angefordert. Unter anderem das Statut d'Elite für die Volontäre von der Armee, den den Heischleistungssport während seiner sportlicher Karriere zwar finanziell aufsichert, an eine Reihe von beruflichen Perspektiven mitzuspringt, aber keine generelle Antwort auf die Komplexität von den verschiedensten Situationen von unseren Top-Sportlern gibt. No Analyse vom bestehenden System fanden wir wenigstens, das Sportgesetz über den Elitesportler muss ergänzt gehen und das für allem Dual-Karriere, das heißt Kombin Sportschule, Kombin Sportberuf unbedingt besser muss aufgesichert gehen und noch gefördert gehen. Das ist als CSV wichtig, dass man eine parallele Unterstützung muss gehen zum Elitesportler an der Armee, für die Sportler, die neben ihrem Sport auf hohem Niveau auch nach Schulmeisteren. Das talentierte Athleten müssen zumindest unserer Meinung nach genau so finanziell unterstützt gehen, wie die Sportsektion von der Armee wählen. Für die Sportler, die es eventuell packen könnten, an ein Halbfinal oder sogar an ein Final, auf einem Top-Evenement zu kommen, soll ein finanziellen Ausgleich ermöglicht gehen, wenn sie während enger oder ein paar Saison an ihrer Präparation auf die Olympischen Spiele sich 100% ihrer sportlicher Karriere widmen, für ein wirklichen Top-Resultat fertig zu bringen. Es ist auch klar, dass nicht nur die Heischleistungssportler für diese Organisation auf Ruhe kommen können, die in der Definition von den Kriterien fallen und natürlich kein heisch dotiert Vertrag haben. Herr Präsident, ein anderer wichtiger Punkt von der Proposition de loi sorgt für eine enge Zusammenarbeit mit dem Komitee Olympique, wenn es um die Insertion de l'emploi à l'emploi von den Heischleistungssportlern geht. Hier sollen wir stellen wir ein Partnerariat zwischen den Sponsoren, dem Komitee Olympique und dem Heischleistungssportler vor, den es ermöglicht, mit einem flexiblen Horaire Erfahrungen am Betrieb zu sammeln, aber wenn der Chef überzeugen konnte, für seine Qualitäten und seine Charakterzüge eine eventuelle Perspektive kriegt, für ganz Gestalt zu gehen. Ein Punkt, der mir besonders Herz liegt, und das ist auch schon die letzten, aus den von der Schaffung von einem Service de Guidance für jung talentierte Sportler anzufeiern, den sie begleitet, wenn sie den Weg an das Ausland wollen, für ihre Sport mit den Studien zu verbannen. Hier muss sich eine Experienz und Kontakte mit dem Ausland mit der Zeit aufgebaut gehen, die als Erfahrungen liefern, wo wir als beste Sportler können hinschicken an ihre spezifischen Sportarten, für die sie mit den Besten auf der Welt trainieren und studieren können. Und da muss man ihnen einen professionellen Stab geben, für sie dort zu platzieren. Viel zu viel oft geht wertvoll Jahre verloren, weil der falschen oder den echt besten schwach geholt gouf an de Sportler als eng Familie allein gelos goufen. Am Service de Guidance sollen sie nicht nur bei ihrem Schwach unterstützt gehen, wie auch bei administrativen Hürden geholfen kriegen, gerade so wie Admissionsprozeduren. Schlussendlich sollen noch die paralympischen Athleten von diesen Avantagen profitieren können. Es ging also ein paar Ziele verfolgt, als ein Heischleistungssportler, die auch studieren, die nämlich Unterstützung zu geben, wie wenn sie das Statut volontär von der Armee wählen, Möglichkeit, sich praktisch professionell auf die Olympiade vorzubereiten, wenn sie auf Ruhe kommen für ein Top-Resultat, sie besser auf ihrem Weg an ihrem Sport zu begleiten, wenn sie den Schritt an das Ausland fahren,
eng besser Perspektiv fir eng Werbecht, wann se opgehalen hunn an no ihrer sportlicher Karriere also, an eng besser Unerkennung vun de paraolympische Sportler. Herr Präsident, es iwwerzecht, dat dës Proposition de loi net nëmmen dee besser ofsechert, die praktisch scho vu Spielschutzalter se Liewen fir de Sport hier gëtt, me sie werd eng ganz Bewegung an euse Sport bringen, wann wees der Zukunft de Sportler méi Unerkennung an dodurch méi en hege Stellewert an euse Gesellschaft kreen. Schon ich merci an ich wollte so, dat man die doten Proposition de la unannehmen an eurer Fraktion gedrohen hun an dofir so Menge Kollegen e große Merci. Merci. Auch ich kenne Jacques vom Depot von der Proposition de loi. Sie erst schon direkt